Hallo. Procreate und pixelgenau auswählen. Okay, ich demonstriere das dann immer mal als Testobjekt. Und nur so, wie man es normal auswählt, über diese Auswahl und Freihandauswahl, ähm, sagen wir mal so, ich würde jetzt hier versuchen, dieses Auge auszuwählen. Und jetzt muss ich diesen Strich, ich kann zwar absetzen und das machen, aber das ist immer ein Graus mit dieser Auswahl da. Und wenn ich jetzt hier reinschaue, jetzt muss ich, wenn ich was wegmachen will, dann muss ich das hier so, und man zittert da immer rum und das, jetzt habe ich es nicht richtig gemacht, sondern ich will es eigentlich so machen. Und dann habe ich da was vergessen. Ei. Naja, es ist sehr ungünstig, sage ich jetzt einfach mal. Und manchmal sieht man es auch nicht durch die Maske dadurch. Das kann man zwar ein wenig verändern, diese Deckkraft von diesen schraffierten Linien. Ist aber sehr ungünstig. Also gut, so geht's besser. Oder ja, also man kann hier einmal sein Bild auch als Referenz nehmen. Das ist für manche Funktionen ganz dankbar. Und hier erstellt man jetzt eine zusätzliche Ebene. Dann sucht man sich eine Farbe, die gute, gut absticht, sage ich jetzt einmal hier blau oder irgendein Ton, der was richtig weggeht vor der ganzen Sache. Und dann stellt man diese Deckkraft etwas niedriger, damit man durchschauen kann. Und die Deckkraft hat keine Auswirkung auf die Auswahl. Und dann kann ich mit einem Monoline kann ich hier pixelweise meine Sache auswählen oder ich ziehe Linie. Mein Magen knurrt. Und kann mit Drag and Drop hier arbeiten. Ich bin auf der richtigen Ebene. Ich gehe da mal rein. Ich schalte mal da die Referenz aus. Und der hat jetzt da die Referenz aus. Also manchmal verstehe ich es nicht. Jetzt funktioniert es. War anscheinend der kleine Hänger. Okay, aber ihr versteht auch, was ich raus will. Und wenn die Referenz an ist, dann kann man auch Bereiche wählen, wie jetzt diese Augenbraue da oder irgendwas. Ja, gut. Wenn ich was hinzufügen will, dann male ich einfach weiter. Was hat er denn jetzt? Achso. Dann male ich einfach weiter und mache meine Bereiche. Gut. Wenn ich was von dieser Auswahl wegnehmen will, dann nehme ich ein Radiergummi und nehme dementsprechend was von der Auswahl weg. Je nachdem wie groß. Und kann das exakt machen. So, und wenn ich diese Auswahl jetzt bearbeiten will, dann gehe ich auf die Ebene, wähle die aus, schalte diese Auswahlmaske da weg und gehe auf die Ebene, die was ich bearbeiten will, dementsprechend. Bin natürlich jetzt wieder in dieser Auswahlmaske drin, aber es geht nicht anders. Und wenn ich es ändern will, dann gehe ich da wieder drauf und ändere das, indem dass ich jetzt wieder was hinzufüge oder ja. Ich hoffe, es ist verstanden, wie es funktioniert. Viel Spaß beim Malen. Ciao.